Freunde, das Duell zwischen Yugi und dem Raritätenjäger steht an. Und wir haben in der letzten Folge sein Exodia-Deck ein bisschen genervt mit der eigentlich eher unpraktischen, aber hier hat es geklappt, mit der Fallenkarte Kettenzerstörung. Konnte ich eine seiner Exodia-Karten wählen und damit im Prinzip direkt, also war die hier und den Rest davon auf den Friedhof schmeißen. Jetzt kann er theoretisch Exodia nicht mehr komplett auf die Hand kriegen. Theoretisch, ich meine, er könnte natürlich eine Karte vom Friedhof zurückholen, durch einen anderen Effekt, er könnte die Karte zurück auf die Hand holen durch einen Effekt, da wird alles gehen, rein theoretisch. Mein Problem ist langsam, ich bräuchte mal ein Monster, was ich rufen kann. Und ich hoffe, das wird noch was. Weil eigentlich müsste Yugi genug Monster im Deck haben. So. Die Viecher sind zu schwach, das ist jetzt keine Fallenkarte. Aber schon krass, wie schwach die einzelnen Teile der Exodia sind, wa? Muss ich halt immer wieder sagen. Oh, Tollkönig hier. Das hingegen kommt jetzt gut. Das kommt mir sehr gelegen, dankeschön. Gehirnkontrolle. Die Karte nehme ich gerne. Für einen Zug gehört ein Monster mir. Tja, ein Zug, was soll das? Ja, ganz einfach. Wenn ich es opfere, rufe ich den herbeigerufenen Totenkopf, den beauftragten der Dämonen. So, Battlephase läuft, jo. Sehr schön, Freunde. Und wie bereits erwähnt, er kann ja Exodia aktuell nicht mehr komplett auf der Hand haben. Ich könnte so eine Fallenkarte spielen, aber nee, komm, ich warte mal. Oh. Hätte ich mal lieber die Ding behalten. Staubtornado. Jetzt Spielerzeit, hey, ich glaub das nicht. Blue, blue. Nochmal füllendes Licht, okay. Er geht mir auf den Sack, Sack, Sack. Kettenzerstörung, schon wieder. Und damit kann er theoretisch sein Deck ein bisschen entleeren, das geht ja von dem her schon. Füllendes Licht habe ich bereits gesetzt. Ja, eigentlich ist alles cool, ich brauche bloß ein paar Monster. Weil ich habe jetzt seitdem das Duell begonnen hat noch kein einziges Monster gezogen. Jo, dann nehmen wir doch gerne, um mal sein Deck komplett zu vernichten. So. Jetzt kann Exodia endgültig begraben. Jetzt hat er schon 4 Exodia-Teile auf dem Friedhof. Oder 5. Vielleicht sogar noch mehr. Also nichts mehr, Freundchen. Monster-Reanimation, ja. Theoretisch eine nette Karte, nur was soll ich rufen? Ich rufe bestimmt nicht irgendwie eine seiner Viecher. Nee, alle viel zu schwach. Nee, nee. Ich warte mal, vielleicht hat er noch irgendwie so ein schwarzes Loch oder Raigeki oder sowas in der Art. Also ganz ehrlich, wenn er sowieso keine Chance mehr hat, irgendwie, wie auch immer er das schaffen sollte, Exodia zurück auf die Hand zu holen, dann ist spätestens 15 Zügen ja das Spiel vorbei. Weil er weniger Karten hat als wir. Ja, im theoretisch können wir jetzt noch Spiegelkraft haben, oder dunkle Spiegelkraft. Das würde ich ihm noch zutrauen. Nur der Bankkreis.
Oh, ich habe keine Spielkraft gesetzt. Bei ihm gehen auch ein bisschen die Monster aus, so wie es aussieht. Da bin ich natürlich froh. Und nochmal die Lichtschwerter. Ja, servus. Willkommen zum Yu-Gi-Oh! Simulator 2021. Alter. So. Auch nix. Hätte eine Fallgrube sowas in der Art sein können. Die er noch verdeckt gespielt hat oder gesetzt hat. Gespielt hat sie noch nicht. So, schon mal ein vernünftiges Monster einfach mal. Da ist der Kopf der Verbotenen. Sehr gut. Wäre der nachher auch nämlich Geschichte. Ah, noch ein Beauftragten. Sehr schön. So, Lichtschwerter. Ein weiteren Zug noch, okay. Bin echt gespannt. Kriegt das echt noch hin, dass es bis auf 0 runtergeht, sein Deck? Ja, ich glaube schon. Das erinnert mich ein bisschen an das Duell zwischen Yugi und Marik, also... Oh, wie hieß der Typ schon wieder? Als Marik ihn zum ersten Mal richtig ausgefordert hat, stimmt von dem auch nicht, ja? Zum ersten Mal mit Slifer gegen Yugi angetreten ist, da ist er durch diesen seltsamen, tätowierten, glatzköpfigen Typen angetreten, den er kontrolliert hat. Da war es doch auch so, also irgendwie einfach am Schluss, ja, hat er eigentlich eine coole Kombi-Slifer gespielt gehabt. Der Osiris, im Original heißt er Osiris. Ja, so war eine coole Kombi gehabt, aber Yugi dachte sich einfach so, nee, ich konnte dich aus und sorgte dafür, dass du den restlichen Karten ziehen musst. Und zack, war das Duell beendet und verloren. Getriebegolem. Alter, Staubtornado, ich brauche das so sehr. So, komm, mir geht es auf den Sack hier, ganz ehrlich. Jo, warten wir ein bisschen ab, mal gucken, was es noch so bringt. Viel kann ich nicht mehr machen, genau, noch eine weitere Fusionskarte. Es läuft, Freunde, es läuft. Dass er aber kein Raigeki oder schwarzes Loch hat, das wundert mich ein bisschen. Und vor allem jetzt zumindest ein Monster, was ein bisschen mehr Power hätte. Ah, ne, warte mal, ich warte noch. Ah, fuck, ich muss spielen, weil ich schon aktiviert hatte. Maghüter Sprühregen, der magische Nebel. Aha. Gib hier ein Rotauge. Der hat tatsächlich ein Deck, ich glaube das nicht. Das ist so ein Schwein, hey, wer einfach Joeys Kartendeck hat. Aha! Ja, jetzt muss ich natürlich wieder rufen. Wisst ihr was, vorhin sind wir noch 5 Züge maximal vor dem Ende. Ich glaube, ihr macht das sogar. Gibt sicher auch ein Achievement, irgendwie Sieg durch. Ja. Dass Gegner keine Karte mehr ziehen kann. Ich könnte sogar, wenn ich ganz assi bin. Warte mal, ich habe einen Plan. Ich lasse mal die Option noch, den schwarzen Rotaugendrachen zu rufen, nachher rufe ich ihn selber. Wenn es klappen sollte. Könnte langsam knapp werden. Ich glaube, da wird nichts mehr. Baphomet, ey. Warte mal, kann ich irgendwie nicht Baphomet rufen? Genau, war doch so.
Vielleicht gibt es nur eine Animation, weiß ich nicht. Das wäre ja weniger. Ich glaube, Animationen wirklich sehr wenige Monster bekommen. Was? Phantomungeheuer-Karte, okay. Und Stufe 6 mit so wenigen Punkten. So. Passt alles. So, Freunde, jetzt können Sie es mal einen schwarz-rot-Drachen rufen. Will er nicht, krass. Wir müssen noch ein bisschen triggern. Was überhaupt nicht auffällig wäre. Nee, gar nicht. So, warte mal, so viel brauche ich gar nicht. Oh, komm schon. So ein Schwein, Freunde, so ein Schwein. Kein Anstand an dieser Mann. Keinerlei Anstand. Ich hingegen schon. Erhebe dich und übe Rache, schwarzer Rodang-Drache. Reimt es sogar. Schwarzer Rodang-Drache, greif an. Feuerballattacke. So. Noch ein bisschen Schaden gedrückt. Sehr gut. Und jetzt hat er verloren. Weil er nichts mehr ziehen kann. Haha. Kein Achievement? Och, Menno. Yugi, du hast gewonnen. Ja, neben Joey's Rotäugigen haben wir sowieso gerade auf dem Deck beziehungsweise auf dem Feld gehabt. Also passt's. Ich hab verloren. Ich hab versagt. Verzeih mir, Meister. Aber es geht. Nein, bitte nicht böse. Yugi, der Spinner hat den Verstand verloren. Erinnerst du dich an mich, Pharao? Vielleicht eher nicht. Du hast ein Duell gewonnen, als ich mich mit einem kleinen Yugi duelliert habe. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg meiner Raritätenjäger, obwohl er der schwächste an meiner Mannschaft war. Und das, obwohl er Exodien-Deck hatte. Pharao war schon seit Jahren auf dich. Endlich, nach all dieser Zeit, werde ich dich zerstören. Ich werde nicht zulassen, dass meine anderen Raritätenjäger scheitern wie dieser. Okay. Ich habe wenig Zeit für deine Dummheiten, also habe ich seinen Körper übernommen und seinen Geist im Reich der Schatten gefangen. Ich habe die Kontrolle. Wie kannst du ihn kontrollieren? Jeder der Millenniumsgegenstände birgt seine eigene einzigartige Kraft. Gedankenkontrolle ist mein Millenniumsstab ein leichtes. Erlaube mir, mich vorzustellen. Merk dir meinen Namen. Marik. Umgekehrt heißt er irgendwie Kiram. Marik, was willst du von mir, Marik? Ich will, was mir gehört. Und ich nehme es mir mit der Kraft der ägyptischen Götterkarten. Ägyptischen was? Vor Jahrtausenden tobt ein Trio mächtiger Behemoths durch das alte Ägypten. Diese ägyptischen Göttermonster hinterließen der ganze Welt nur Zerstörung, bis der Pharao sie auf ewig einsperrte. Aber als Pegasus Duelmonsters schuf, ließ er diese mächtigen Ungeheuer als Karten auferstehen. Mit diesen ägyptischen Götterkarten kann er dich zerstören und die Macht beanspruchen, die ich verdiene. Das Millenniums-Puzzle bekommst du niemals. Du hast es missverstanden. Ich will mehr als die Macht des Puzzles. Ich will die Macht des Pharaos. Die grenzenlose Energie des antiken Herrschers selbst. Damit wird niemand mir im Weg stehen. Dann werde ich die allmächtige Magie nutzen, um die Welt zu erobern und zu führen und zu zerstören und du weißt schon. Bye. Ich beginne zu verstehen, warum Ishus mich gebeten hat, am Battle City teilzunehmen. Ich werde dich aufhalten, bla bla bla. Ja, komm. Also irgendwann ist auch mal fertig hier. Wir kriegen Exodia-Karten. Der meißelnden Zauberer. Könnte noch klappen in dieser Folge. Im weiteren Verlauf des Battle City Turniers erfuhr Marik, dass die ägyptische Götterkarte, die er suchte, gespielt worden war. Obelisk der Peinig wurde gespielt? Ja. Und zwar von Seto Kaiba. Natürlich. Woher wusstest du das her? Das ist ganz einfach. Meine Schwester ist integriert gegen mich. Sie hat Kaiba diese Karte gegeben, um mich aufzuhalten. Ich hätte wissen müssen, dass Ishizu in diesem ganzen Turnier steckt.
Sie hat die Kette benutzt, um die Ereignisse von Battle City vorherzusehen. Ich schieße wusste, wenn sie Kaiba Obelisken Pannen gäbe, würde aus Gier ein Turnier veranstalten, um an die anderen ägyptischen Götterkhan zu kommen. Nee, lass Kaiba seine Spiele. Zuerst muss er den Pharao schwächen. Shigakena los, um Yugimoto auszuschalten. Hallo Yugimoto, ich bin Illusionist, wir können im Namen Arcana und bald wird eine Lieblingskarte dunkle Magier im Duell für mich kämpfen. Nur ein wahrer Meister der Illusion verdient es, einen dunklen Magier zu haben. Du wirst nie sein volles Potenzial verstehen. Das reicht Arcana. Nun, Zeit für ein Duell und der Gewinner übernimmt den dunklen Magier des Verlierers. Jo, ich akzeptiere. Das Duell der schwarzen Magier. Von mir aus natürlich auch schwarze Magier, dunkle Magier. So, ich muss als erster ran, schade. Aber das sieht geil aus. Die Karten können sich sehen lassen. Ganz kurz gucken. Deck, du kannst Monster setzen. Eben, der geht nur vom Deck aus. Okay, dann warte mal. Ich setze mal eine Karte verdeckt. Für später. Und aktiviere mal die freundliche Wohltat. Okay, werfen wir mal den ab, aber da bringt mir momentan gar nichts. Kanzerstörung wäre nachher nicht schlecht, Herr Specht. Das Magiemetrin ist auch nicht so verkehrt. Für später. Jetzt und dann nochmal neu ziehen. Die Frage ist, ob ich dann irgendwie coole Karten hätte. Ob es nachher im Arsch ist. Also mein Monster kann ich sowieso rufen, also scheiß drauf. Dann werfe ich mal Lichtschwerter ab. Spiele Kartenzerstörung. Muss ja schon mal ein paar geile Karten abgeben. Dann spiele nochmal freundliche Wohltat. Was haben wir jetzt schönes? Gamma, wir können behalten. Die Einspieler-Zielwelt. Das ist mir zu allgemein leider. Die magischen Hüte. Wir haben mal noch Gamma ab. Jetzt noch eine Karte verdeckt. Und ein Monster verdeckt im Verteidigungsmodus. Schwarzer Totenkopfdrache. Ja, macht Sinn, weil Yugi mittlerweile ja einen schwarzen Rotaugendrachen. Ihr wisst schon. Das Helmmonster? Krass, hätte gedacht, dass man irgendwie ein anderes Artwork nimmt, weil der schwarze Magie gibt es in verschiedenen Variationen. Och komm, weißt du was? Die magischen Hüte. So, welcher kann ich am ehesten verzichten? Warte, schwarze Magie, okay, das klingt geil. Dann packe ich mal eine Fusionskarte drauf. Stein des Gelehrten. Auch gerne behalten, wenn es geht. Dunkelmagischem Vorhang. Ich habe mehrere von denen, okay, gut. Na dann, spiele ich mal Gehirnkontrolle. Dann wieder switchen. Und dann opfere ich einfach mal einen schwarzen Magier, weil ich es kann. Und rufe das schwarze Magier-Mädchen. Na schön, sie da eine Animation. So, und sie bekommt ja ein paar Angriffspunkte. Für jeden schwarzen Magier oder Magier des schwarzen Chaos im Friedhof. Gilt leider nur für die Ritualkarte, weil das finde ich ein bisschen kacke. Dass man es nicht irgendwie angepasst hat. Oder vielleicht ist es mittlerweile so, dass er auf der Effektmonsterkarte steht. Gilt auch als Magier des schwarzen Chaos, weil die Effektmonsterkarte heißt offiziell, glaube ich, schwarze Magier des Chaos. Und deswegen das irgendwie, wer weiß auch nicht, zum Teil ein bisschen creepy.
So, ich habe immer noch dunkelmagischen Fang, also gar kein Problem. Okay, setze eine Karte verdeckt und greife wieder an. Los geht's, schwarzes Magiermädchen. Ihm mit seinem Narrenlord. Natürlich hat er noch Karten auf der Hand, ich habe keine mehr, das ist soweit korrekt. Meine Kombi steht so, weil wir gesehen haben, doch ein paar geile Zauberkarten im Deck. Okay, wir halten mal noch auf der Hand. Ich weiß, was noch alles kommt. Die boshafte Puppe des Untergangs. Wo kann man spielen? In so einem schwarzen Magier-Deck natürlich kein Problem. Oh, das wird wehtun. Au! Immer diese Schmerzen. Kuribo. Oh, den habe ich gerne. Für solche Fälle vor allem, wenn man halt schnell kontern muss. Also, mein Plan. Ich kann schnell einen schwarzen Magier rufen. Ich kann seine Zauberkarten, je nachdem, was für eine ist, kann ich kontern. Noch ein paar Monster auf der Hand, sehr schön. Mir fehlen zwar noch ein paar Zauberkarten, nämlich die coolen, die wir gerade gesehen haben. Die würde ich auch gerne mal spielen. Weil das, was er bis jetzt gespielt hat, war eher ein bisschen lame. So, ein schwarzer Magier auf der Hand, ja, sehr schön. Oh, verdammt. Und ein Krankgreifen, scheiße. Oh oh. Nö. Okay, noch ein schwarzes Magiermädchen. Dieser verrückte Vogel, ja. Er will es echt wissen, wa? Sag mal, Wurzmenker, Freunde, sind meine Zauberkarten. Das ist aber das umgekehrte Problem zum Duell gegen den Raritätenjäger. Das ist doch unglaublich. Da hatte ich irgendwie keine Monsterkarte gezogen, jetzt ziehe ich keine Zauberkarten mehr. Ja, super. Das selber auch eigentlich nicht, wenn ich eine Behemoth habe. Na komm. Gut, lange kann die Zauberkarte eh nicht mehr spielen. Insofern. Wir können noch ein paar Kombis ausspielen, verdammt. Ein schwarzer Vorhang, ja, super. Wow. So. Haben wir extra gemacht, weil es kriegt das schwarze Magier noch mal ein bisschen Boost. Hätte er früher machen können, ich weiß, aber war nicht wirklich nötig. Okay, ruf kein Monster, interessant. Jetzt kann ich natürlich den dunklen Vorhang vergessen, weil ich jetzt bereits schwarze Magier auf der Hand habe. Super. Das ist aber das Problem bei solchen alten Karten, die eigentlich coole Effekte hätte, aber zu begrenzt waren. Eben von wegen, du kannst nur rufen, wenn es in deinem Deck ist. Warum nicht auch im Friedhof oder von der Hand aus? Das ist ja heutzutage gar kein Problem mehr bei neuen Karten. Aber nee, damals, nö, da geht nicht. Dann denke ich mir so, ah, verdammt. Ernsthaft? Nutzt einfach Ektoplasma, ihr glaubt es nicht. So, ich habe Riesenschild gar noch. Keine Sorge, ich habe alles noch im Plan, Freunde.
Hätte sein können, dass es die Karte kontert, aber ja, gut. Schade. Ich wollte noch ein bisschen mehr Kombi spielen, aber hey, wenn es jetzt sein sollte. Nein, ich bin doch der größte Magen, die Welt je gesehen hat. Wir sehen uns wieder, kleiner Yugi. Ich bin sicher, alle wissen, wer ich bin. Denn wir wissen, was wollt ihr wissen, wer ich bin? Man nennt mich so. Ah, gut, das war ja aus One Piece. Zeig mir dein Gesicht, Marek, du Feigling. Nö. Aha, diese Macht wird mir gehören, bla bla. Ah ja, dann pass mal auf, Marek. Hör zu, kleiner Yugi. Die Mitglieder meiner Familie sind seit Jahrhunderten Sklaven, die das Grab des Pharao bis seine Rückkehr beschützen. Und wofür? Ich sollte Pharao sein. Nein, nö. Sicher nicht ein. Lass mich nicht zu, oder? Nö, nö. Wie die von meiner stillen Marionette. Wir werden uns wiedersehen, Yugi. Das nächste Mal ist er bereits gegen Osiris, bzw. gegen Slifer. Nö, nicht ganz. Erst darf Joey noch ran gegen Weevil. Und dann Yugi gegen den Stummen. Ja. Und gegen Bakura. Schon wieder. Ah, sind wir bereits im Battle City Finale. Also mehr oder weniger. Doch, stimmt, sind wir bereits drin. Da ist sowieso nicht mehr so. Haben wir eigentlich schon ungefähr die Hälfte? Jo, wir sind schon über der Hälfte, Freunde. Bisschen zurück auf den Fakt, dass noch die umgekehrten Duelle fehlen. Wo wir gesagt haben, hey, ein bisschen switchen und so. So, X. Ein Satz mit X war wohl nix, genau. Die fehlten ja eigentlich auch noch, damit wir dann die anderen gemacht hätten. Jetzt noch zeigen wollen, weil mit der Story hat es eigentlich nicht viel zu tun. Außer ich skippe halt alles schnell und mache schnell die Duelle durch. Naja, mal gucken. In dem Mal Freunde, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Legends of Duelist Link Evolution. Dann mit Joey gegen Weevil. Mit dem Parasiten spielen. Oh oh. Was da wohl vor sich geht. Bis dahin. Bye bye.